Na Leute, was denkt ihr? Zeit für das große Finale hier bei Pokémon Legends, yay? Ich denke schon, weil, ja, was soll man sonst so großartig machen, ne? Klar, wir haben noch 2, 3 Sidequests übrig, aber ich will ehrlich sein, die speichere ich mir lieber für später ab, also sprich nach Abschluss der ganzen Story und so. Von dem her, wir sind, denke ich, auch gut trainiert. Ja, vielleicht ein bisschen überlevelt, aber ich glaube, wenn es dann wirklich zum großen finalen Kampf kommt, wäre eher wieder weniger. Deswegen, los geht's. Michael wird sich also gemeinsam mit Floette zum Kontrollzentrum des Turms begeben. Ich bitte euch, lasst mich das machen. Aber Michael hat doch gewonnen. Ich weiß, aber ich kann nicht tatenlos zusehen. Ich muss etwas tun, um Illumina zu beschützen. Außerdem will ich Michael eine andere Aufgabe überlassen. Wovon redest du? Michael, du wurdest vom legendären Pokémon Zygarde für würdig befunden. Falls es ernst wird, muss Illumina beschützen, mit Zygarde an deiner Seite. Illumina ist das Zuhause der Personen, die ich suche, und der Pokémon, die hier leben. Außerdem liebe ich diese Stadt einfach. Deswegen werden Floette und ich nicht zulassen, dass sie zu Schaden kommt. Verstanden. In diesem Fall werde ich Michael unterstützen, wo ich nur kann. Am Ende war es also egal, wer gewinnt. Es gibt für beide genug zu tun. Naja, was soll man sagen? Sita ist eben nicht umsonst die Anführung von Team Set, ne? Set ruft an. Ich stelle ihn auf laut. Was gibt's, Set? Es tut mir leid, dass ich euch zu solch... Was? Es tut mir leid, dass ich zu solch entscheidender Stunde nicht bei euch sein kann. 3 Jahrtausende auf dieser Erde haben ihren Tribut in meinen Körper gefordert. Kein Wunder, die Sachen im Turm belastet dich sicher sehr. Du hast ganze 3000 Jahre lang gewartet, um Floette wiederzufinden. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Also keine Sorge, wir kümmern uns um den Turm, damit ihr beide endlich glücklich und im Frieden einen Ruhestand genießen könnt. Das ist sehr gütig von dir, Sita. Michael, Duro, Kalen. Ich weiß, ihr werdet es schaffen. Es war mein Bestreben, Illumina und diese Region zu schützen. Bitte vollbringt, was mir nicht gelang. Ich vertraue euch die Zukunft der Pokémon und Menschen dieser Stadt an. Floette, bitte gewähre Team MC die Kraft des Ewigblütlers. Hast du gehört, Floette? Legen wir los, Leute. Das ist ein Floettonit. Floette, Zeit für die Mega-Entwicklung. Na dann, auf geht's! Das ist also das Kontrollzentrum des Turms. Erinnert eher an einen Thron. Okay, wir sind live und bereit. Pass jetzt gut auf, Michael. Das erinnert mich an unser erstes Treffen am Bahnhof, weißt du noch? Mit dem Video und so. Packen wir es an, Floette.
Vincent hier. Das Licht des Turms scheint schwächer zu werden. Ich glaube nicht, dass das so sein soll, oder? Was ist passiert? Ist der Turm jetzt unter Kontrolle? Ganz im Gegenteil. Seht ihr diese Blumen, die auf einmal überall aus dem Turm sprießen? Die sehen irgendwie aus wie Fluets Ewigblütler. Ich bin ja kein Experte oder so, aber ich glaube, der dreht gerade total durch. Ich muss gehen. Ich werde unseren Angestellten die nötigen Anweisungen geben. Passt bitte gut auf euch auf. Sollen wir runter auf die Straße? Wäre vielleicht besser, wenn es hier wieder zu beben anfängt, sind nachher Matsch. Oje, oje. Was ich vorhin gar nicht dazu gekommen bin, zu erwähnen bzw. zu kommentieren, als AZ mit uns gesprochen hat. Ich kann mich täuschen, aber es klang irgendwie... Hallo, kann ich gar nicht kletten hier? Okay, interessant. Es klang irgendwie, als hätte er sich von uns verabschiedet. Kann das sein? Oder bin ich da einfach nur ein bisschen... Naja. Interpretiere ich halt zu viel da rein. Okay. Warum habe ich plötzlich ein bisschen... wie soll ich sagen? Es erinnert mich etwas an den Anime. Also an den Pokémon XYZ Anime. Da gab es auch bei Z, also beim Z-Tag dann, gab es... Es war nicht mit dem Turm hier und es war irgendwas anderes, aber es gab doch auch irgendwie so... Ja, eine gewaltige Pflanze, die irgendwie außer Kontrolle geraten ist. Oder habe das irgendwie jetzt falsch im Kopf? Wir sind schon unten, okay. Okay, der Prismaturm, bis der repariert wird, das kann dauern. Und jetzt? Naja, Zita helfen, ne? Michael, die Aussicht vom Turm ist der Wahnsinn. Da wird einem erst klar, wie riesig Illumina ist. Hier gibt es so viele Pokémon und Menschen und sie alle leben hier ein ganz eigenes Leben. Ist das nicht der Hammer? Wir von Team MC müssen dafür sorgen, dass ihnen allen nichts passiert. Warte mal, was quasselst du da? Wie wär's erstmal mit einem Hey Leute, ich lebe noch? Zita, was geht bei dir da oben ab? Mir geht's gut, Megafloid passt auf mich auf. Aber der Turm ist völlig am Abdrehen. Ich kriege ihn nicht unter Kontrolle. Er versucht Megafluids Attacken einzusetzen. Etwas Hilfe nicht schlecht, aber ich habe keinen Plan, wie genau du das anstellen sollst. Ah, ich habe eine Idee. Ja? Sag schon. Geh zur Zone Rose, dort findest du Seigert auf einem der Dächer. Ich glaube, es können die da auf dich warten. Geh schnell zu ihm. Woher weiß sie, dass Seigert da ist? Hey, kann das noch warten, Zita? Warum? Uns bleibt nichts anderes übrig, als warum? Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns auf Michael und Seigert zu verlassen. Oh. Vielleicht liegt es daran, dass der Turm komplett am Rad dreht, aber hier sind gerade ein paar Mega-Omnipoken aufgetaucht. Genau wie Hatze befürchtet hat. Mist, die müssen wir erst bekämpfen. Mega Gengar, Mega Scaraborn. Was mache ich da am besten für... Megan ist nicht gerade um die beste Wahl tatsächlich. Da gehe ich lieber auf Drago ran. Nun denn, Megas bekämpfen wir mit Mega. Also mit einem Mega-Pokémon, ne, logischerweise.
Ich hab doch keine Flugattacke mehr, ne? Ja, ist auch klar, dass das passieren muss. Dann kommt Stoll aus dem Zuge. Das gleiche nochmal. Mega-Entwicklung. Da komm, Stoll, das schaffen wir schon. Ja, das sieht schon besser aus. Also Megamanie, Pokémon, ja, definitiv, weil es sehr viel aushält. Aber zuerst dachte ich das eigentlich nicht von... Naja, weil es nicht wirklich so groß war wie typische Megamanie-Pokémon. Aber scheint es wohl ein bisschen anders zu sein. Puh, die beiden haben wir besänftigt. Ich halte schnell aber Pokémon, ja? Danke, Duro. Heilung ist sehr gut. Moment mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben was vergessen. Was denn? Das ist schließlich Team MC. Du weißt, wovon ich spreche, oder Michael? Wir machen ein Strategie-Meeting. Also, wir sieht dann vielleicht, dass einen durchgedrehten Turm retten. Ja, so Zeit für ein Strategie-Meeting muss schon sein, ne? Also, wir hätten schon mal das Vorschlag von vorhin. Genau, wir wissen, was Zygarde ist, aber es wird schwer, an es ranzukommen. Der Weg zu ihm wird nämlich von Trümmern und den Wurzeln des Turms versperrt. Über die Dächer gehen? Du hast einiges drauf, Michael, aber allein wird das schwer. Und selbst zu dritt wird das hart, obwohl wir alle starke Pokémon haben. Hey, was geht? Die NPCs sieht aus, können ihr Backup gebrauchen. Wen nennt sie hier NPCs? Nein, nicht wahr, sondern Canary. Ich habe die anderen zugeschaltet. Wir sind live. Was ist denn jetzt los? Ich hatte so ein Gefühl, dass Michael in Schwierigkeiten steckt. Die Faust der Gerechten steht auch zur Seite. Schließlich geht es um das Wohl unserer Stadt. Team MC. Einige der hochrangigen Trainer, denen Quasar in der Vergangenheit Mega-Ringe ausgehändigt hat, haben sich bei uns gemeldet, als ich ihnen die Situation geschildert habe. Da wurde mir irgendwann klar, dass Canary euer Meeting infiltriert haben muss. Okay. Jetzt sagen wir schon, was hier los ist. Und macht's kurz, bitte. Okay. Zieht euch einen Turm und habe vorgeschlagen, dass wir zu Zygarde gehen. Es ist wohl auf dem Dach irgendwo in so ein Rose. Hey, wieso kommt dieses Zygarde nicht einfach zu euch? Vielleicht stellt es Michael auf die Probe. Wer kann schon wissen, was Zygarde vorhat. Aber eins steht fest. Michael muss irgendwie zu diesem Dach in der Zone Rose kommen. Mir schnürt es den Hals zu bei dem Gedanken, diese Aufgabe allein dem Corrosio-Clan und den hier Anwesenden zu überlassen. Tss, sich ins Gespräch einmischen und dann auch noch rummeckern? Du wiegst dich auf ganz dünnem Eis. Ich habe die Angelegenheit von Astera prüfen lassen. Als Angehörige der Oberschicht stehen mir für solche Belange mehr als genug Ressourcen zur Verfügung. Ich schicke Ihnen die Informationen auf Ihre Smart-Rotom. Was Sie hier sehen, ist eine Luftaufnahme des Zentralplazas. Ja, die Wurzeln breiten sich aus. Unglaublich, was der Blumen der Prismaturm hat erblühen lassen. Der ist hinüber. Nicht mal Ober könnte ihn noch reparieren. Wir müssen diese Blumen irgendwie loswerden. Hey du, von der Faust der Gerechten. Kannst du mit deinen tollen Muckis nicht irgendwas tun? Vielen Dank für das Kompliment, aber selbst meine Stärke reicht dazu nicht aus. Unser Hauptziel soll es also sein, einen Durchgang für Michael zu sichern. Dazu sollten wir mit vereinten Kräften in der Lage sein, oder? Hat Gavin gerade ausnahmsweise mal was Vernünftiges ausgeraumt? Ja, dann wissen wir, was zu tun ist. Räumen wir Michael gemeinsam den Weg frei. In Ordnung, wir sollen auch gleich festlegen, wer für welches Gebiet zuständig ist. Okay, fassen wir nochmal zusammen.
Jedes Team hält in seinem Bereich die Megamini-Entwicklung in Schach. Und Michael klappt jedes Gebiet ab, bis er bei Saigat ankommt. Ja, ich meine, warum nicht einfach nach links oben, ne? Der wäre zu einfach, würde zu schnell gehen. Nee, nehmen lieber einen langen Weg. Danke euch allen, ihr seid eine Riesenhilfe. Danke euch allen, ihr seid eine Riesenhilfe. Was für ein glücklicher Zufall, dass die Tränen auf den hohen Rängen gut über Illumina City hinweg verteilt sind. Hm. Ja gut, ja, natürlich so verteilt sind. Bis die den Weg abdecken könnten, der optimaler wäre, könnte es natürlich länger dauern. Ne? Eine Sache noch. Was ist? Wir haben es eilig. Dieser Chris hat sich uns nicht angeschlossen. Ja, aber was haben wir davon, über Leute zu reden, die nicht hier sind? Er wird mich erst zufrieden geben, wenn er an meinem nächsten Superturnier teilnimmt. Wen juckt's? Aber das ist schon irgendwie witzig, oder? Eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Leuten, die sich nur über den Weg gelaufen sind, weil sie in derselben Stadt wohnen und in Aufstiegsmatches aneinander geraten sind. Ich hätte gedacht, dass wir am Ende mal alle an einem Strang ziehen. Michael, als Detektivin ist es auch meine Aufgabe, die Stadt zu beschützen. Deshalb möchte ich ein paar wichtige Informationen mit dir teilen. Dieser Mann namens F, du kannst ihm vertrauen. Seine bösen Absichten von damals, als er noch als Flordelis von Team Flair bekannt war, hat er hinter sich gelassen. Deswegen kannst du auch Saigat vertrauen. Geh und teile deine Kraft mit ihm. Ich helfe in der Zwischenzeit den Leuten außerhalb des Zentralplazas. Ich zähle auf euch. Michael, ihr anderen. Diese Stadt gehört uns allen. Also werden wir sie verteidigen. Mit allem, was sie haben. Das war ja mal ein abgefahrenes Strategie-Meeting. Das Wichtigste kommt erst noch, Duro. Stimmt, ja, stimmt. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir den durchgedrehten Turm stoppen sollen. Also müssen wir hoffen, dass Sita recht hat und auf Saigat setzen. Trifft sich zuerst mit Gavin. Was? Die wilden Pokémon hier mega entwickeln sich überall. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie noch neue Formen antreffen werden, ne? Wäre irgendwie schon krass, wenn plötzlich irgendwie alle Pokémon der Stadt, also diese Ergebnisse mega entwickeln könnten. Dann soll man irgendwie noch ein bisschen umgucken oder so, aber ich glaube eher weniger, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie zum Beispiel hier so eine Leiter hochkomme. Ne, geht gar nicht, ne? Also das Spiel bereits deaktiviert, dieses Feature. Gut, ja, wollen wir mal sagen. Wir folgen strikt hier den Weg. 3 Mega-Pokémon. Mega Knackrack, Mega Taubos und Mega Kangama. Na dann. Michael. Gavin, Gründer der faustig Rechten und Kampfsport-Genie steht dir zu Diensten. Er weiß, wer du bist, aber okay. Im Strategie-Meeting besprochen, werde ich mich um dieses Gebiet kümmern. Übrigens, die Verbindung zum Meeting vorhin habe ich hergestellt. Wir hätten nur wieder mal einen Smart-Rodum geschrottet. Es sind wirklich arg viele Mega-Mani-Pokémon unterwegs. Lass uns Hand in Hand kämpfen, diese schwierige Situation zu überwinden. Einfach ist was anderes, Junge. Oh, der hat mich getroffen. Zum ersten Mal Kogang im Spiel. Haben wir noch nie erlebt. Also haben wir noch nie geschafft, ne? Ja gut, für alles gibt's mal, ja. Das erste Mal. Ich würde irgendwie kurz überspringen, ihr kennt es bereits. Ja, ich war zu nahe dran, mein Gott, aber gut, es sind 3 Megamini-Pokémon, ne, da hätte ich selber drauf kommen können, dass ich ein bisschen mehr Abstand brauche.
Krass, ne, die gehen wirklich auf mich los vor allem. Ach, das ist nicht dein Ernst, ey. Ein Schaufler meinem Blizzard ausgewichen, ey. Ich krieg die Krise. Nein, schon wieder! So, jetzt reicht es aber mal langsam, ne? Die halten aber was aus. Das ist unglaublich. Mist. Beim Tauber soll ich eigentlich ungern Megani reinschicken, wollte ich jetzt sagen. War mein Mega-Taubos, was ja bekannterweise die Attacke Hitzewelle beherrscht, ne? Also beherrschen kann. Und vor allem, naja, sehr effektiv ist und so. Oh Gott. Den ersten 3. Es nimmt einfach kein Ende. Kaum wir unsere Gegner besiegt, tauchen auch schon den nächsten auf. Aber immerhin beschwert sich heute niemand, wenn ich stundenlang weiterkämpfe. Gavin, denk an den Plan. Wir kämpfen, damit Michael vorankommt. Michael, lass uns einen Fistbump machen, oder wie das heißt. Aber Mega Sherox, ich wollte gerne gegen Mega Sherox antreten. Das ist ein cooles Pokémon. Viel Glück. Ja. Alleine gegen 3 Megani-Pokémon, das stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor. Vor allem gegen Sherox aus seinen Feuerattacken, also 2 Megatorhidos, da ist mit ihrem Skelabra nicht so gut aufgestellt. Oje, oje. So, lass mich raten, jetzt kommt die nächste und die hält den Gavin auf. Es ist vielleicht offensichtlich, aber ich sag's trotzdem. Der Weg zur Brücke ist versperrt. Ja? Ich könnte dank meines Trainings mit der Faust der Gerechten ja mühelos hinüberspringen. Aber dir zuliebe sollen wir eine andere Route finden. Hast du eine zündende Idee, Michael? Was ist der Turm da? Wer ist mit mehr Trümmern? Ah, wenn wir diesen Turm zerstören, entsteht aus den Trümmern eine Brücke, ne? Mit bloßen Fäusten würde ich gegen ein derart riesiges Ziel wohl an meine Grenzen stoßen. Legios, Zeit für eine Mega-Entwicklung. Faustschlag der Gerechtigkeit in der Variante Pokémon-Trainer-Kombo. Na, also jetzt kommen wir auf die andere Seite. Besonders sicher sieht's, oder stabil sieht es nicht aus. Was stellst du schon wieder an, Gavin? Da kann ich echt keine Sekunde allein lassen. Aber Legios hat echt was drauf, das muss ich ihm lassen. Gwyn, du lebst! Mann, jetzt so ein Theater, natürlich lebe ich noch. Ich mache mir eben Sorgen. Immer bist du letztens erst an einem Ort verschwunden, den es gar nicht gibt. Sagen wir uns jetzt lieber Illumina. Die Stadt braucht uns. Du hast recht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter mit dem Plan. Es dauert bestimmt nicht lange, bis sie hier noch mehr Mega-Mani-Pokémon auftauchen. Michael, Saiga braucht dich. Was sind jetzt eigentlich dann? Bleiben die jetzt hier oder was? Na gut, ich bin schon drüber, ne? Ich komme gar nicht mehr zurück. Egal. Da oben, ne? Da.
Canary. Sie heißt Canary. Canary. Merkst du endlich? Was hat Duro gesagt? Ich hab's nicht gelesen. Sorry. Yo. Die Sache sieht nicht gut aus, Chat. Mega Turtok. Die Pokémon drehen nicht aus freien Stücken im Rad, oder? Okay, und jetzt? Ich mach das schon. Nope, nix. Das machen wir schon im Coop. Wie wir es abgemacht haben im Strategie-Meeting, ja? Außerdem ist Lumina auch meine Stadt. Das steht doch nicht einfach nur rum. Eine Baufirma gibt's nicht von ungefähr schon so lange. Schaut her, wie es gemacht wird. Lass Canary sich nicht allein im Dreck stecken. Außerdem kann ich nicht tadellos dastehen, wenn die ganze Stadt demoliert wird. Tudor und Stalos tun mir arg leid. Komm, Michael. Zusammen besänftigen wir die beiden ganz easy. Hey du da, steh jetzt mit der rum, sondern pack mit an. Wie bitte? Ich soll auch helfen? Okay, Meister Mega-Entwicklung, dann flickst mal deine Mega-Skills, ne? Turtok und Stalos. Da setzt lieber Megania ein. Jetzt haben wir ein Ding nicht dabei, ne? Ein Solarstrahl. Und Mega-Entwicklung. Durchstoß, okay. Ja, so klappt es doch recht gut, ne? So, Tudor wäre erledigt. Jetzt muss ich mich noch um Stalos kümmern. Das ist ein bisschen schwieriger tatsächlich. Da machen wir, glaube ich, lieber. Jo, mit Drago an. Wow. Aber da voll rein, ey. Genau deswegen, weil da kann er Schaufler drücken, solange er will, da macht Dragoran gar nichts. Okay, das war zum Glück etwas einfacher, aber auch noch, weil ich Megani einsetzen konnte. Dank Reflektor und Lichtschild. Und ja, halt Stalos mit den Bodenattacken bei Dragoran nichts ausrichten konnte. Team wieder geheilt, dankeschön. Wenn ihr im Kämpfen wart, haben wir angeklotzt und die Baugerüste aufgestellt. Junge, wie schnell. Schön OP, aber ist schon ein bisschen Overkill. Kann sein. Schlobo und die anderen haben sich da halt voll reingehängt, ne? Das ist unser bisher bester Baugerüstparcours. Ja, der Herausforderung bist du bestimmt gewachsen, ne? Warum geht's gerade literally überhaupt nicht? Wenn die Stadt kaputt geht, reparieren wir sie. Was? Die Stadt kaputt geht? Also, ein verlorenes Leben kann man nicht reparieren, deshalb verlassen wir uns auf dich. Die Mega-Mani-Pokémon packen Zappelrang und ich schon. Zieh unbesorgt weiter, Michael. Schön, wenn du meinst. Okay, machen wir die nächste Folge, Freunde, tatsächlich. Ich glaube, jetzt die Folge hier zu beenden, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, ne? Weil den Parcours, da brauche ich Zeit. Junge. Freunde, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.